schönen guten Abend. Ich heiße euch alle guten herzlich willkommen hier im Nationalmuseum am Kader von dieser Table Ronde Bert Branco neu entdeckt. Wir sind aufgeregt, hier begrüßen zu dürfen an am Abschluss von unserer Diskussion freuen wir uns über Fragen, an Anregungen. Und ich weise noch einmal kurz darauf hin, dass das Table Ronde abgeholt wird. Falls ihr nicht zu erkennen wollt, könnt ihr es gerne als technische Equipe Bescheid sagen. Mein Name ist Michael Kleier. Ich arbeite seit ungefähr 2 Jahren hier am Nationalmuseum am Service Beaux-Arts und schon gefreut, diesen Abend zu moderieren mit meinen Kolleginnen, die dieses Projekt schon ein gut Stück mehr lang begleiten. Sie werden uns den Abend einen Abblick geben, wie dieses Projekt entstanden ist, wo es angefangen hat, was alles dazugehört hat, wie wir zusammen geschafft haben. Und wéi dazu komm ass, dats mirch lo houfrech die éischt Retrospektiv vun enger Lëtzberger Kënchtlerin seit 80 Joer firstelle kënnen. Eg Kënchtlerin, die baller Vergissenheet geroden ass an déi et war lange weh seit sie 1947 dem Lëtzebauer Staat hire Lack hanner los huet, also hier Vermirchtnis. An diesem Testament huet sie den Musée d'État de l'État bedurcht an et gouf eng Retrospektiv 1947 kurz no hirem Dout, wo hier Wirker an Objekten ausgestalt goufen a seitdem goufet just noch vereinzelt Wirker die gewiese goufen mi den Numm ass haut leider ziemlichcher Vergissenheet geroden. Dat hicht ich kann nicht lo min Kollegin de firstellen du hummer ha nieft mir Liz Hausemer vom Service Beaux-Arts wat och Kuratrice von der Ausstellung ass sie da um feierte Stadt könnt kucke goen. De Muriel Prieur de wat Chef de Service de Restauration, Regie, Atelier an Depot ass, hat geriert souverän alles aus dem technischen an logistische Wolle vom Museum. Julia Wack als Kunsthistorikerin am Lützburger Kunstarchiv, den 2021 als Deel von unserem Kulturinstitut gegründet gouf, a seit 2023 aktiv alles sammelt, was zur Lützburger Kunstgeschichte beiträgt, sie zu dokumentieren, an zu erweitern und zu erforschen. Wir freuen uns, den Abend mit euch zu diskutieren. Ich fange einfach mal an, wo dieses Projekt aufhängt, und zwar bei der Redécouverte von den Werken am Depot vom Museum. Und die Person, die sich da am besten auskennt, sitzt just hier um andere Wupp. Muriel, vielleicht kannst du also ein bisschen erzählen, wie du die Werke entdeckt hast, wenn ihr war da, dann wie ist das geschieht? Schon 2016 am Museum angefangen, also du responsabel für ein Depot gehen, natürlich mit der ganzen Equipe zusammen. Am Depot habe ich auch, was wir naiv Altlasten nennen, geerbt. Du musst dich vorstellen, dass mehr am Depot ist wie eigentlich am Museum, viel mehr am Depot ist wie am Museum, und dass Kollege Konservateuren das auch alles müssen abholen, katalogisieren und verwalten. Da vom Kontinu her. Mir kann man nicht dann Materialität von den Sachen. Problem ist einfach, dass manchmal so viel ist, dass man beim normalen Auflauf von dieser Arbeit gut nicht nachkommen, für alles direkt abzuholen oder alles direkt auf den richtigen Platz zu kriegen. Es sind an den Depot gekommen, den pro Jahr für drun geplündert gehen ist, weil 20 Jahre für drun war ein Depot nach einem Museum. Du hast ein Nationalarchiv an Speicher ausgelagert gehen, du nur aus dem Aushaufen der Stadt an andere Gebäude kommen. Das heißt, Kollegen waren eigentlich mit dem Geplünders Hannen drankommen, mit der Dokumentation an einer Base de Données. Und so war es dann auch, dass die Werkelei eigentlich noch keinen definitiv Platz hatten, eigentlich nicht richtig abgeholt waren, aber just nimmen am Depot waren. Sie waren nicht verloren, sie waren just vergessen gehen. Und am Kader von meiner Arbeit, die dann Depotraumen auch beinhaltet,
simmer dann twer drop und Rolloen vu vorbeiier kom mat Sachen, wo man dann ja gucke man mal wat dat ass an van der Ausstellung schon gucke wart min ich wüsste wie stark an impressionant die ganz groß Baierwerke sind weil och net alldeeglech also Großwerker ze gesinn op Bayer an du war natürlich ganz klar wow wat hummer do mat Branko kon echt nicht ofhenken me ich war mir aber bewusst dat ich ganz extras du am Grab hat an der den dat Pflege mist. Die Wirker sind jo 1947 bei es gelernt und zwar durch Dirwe von der Künstlerin selber. Julia, vielleicht kannst du es ein bisschen erzählen, wie was da zustande kommt, was hat die Künstlerin sich zu welchem Zeitpunkt du gedurcht, aber was aus ihrer Teil alles gelernt. Ich hatte das eng ganz spannend Geschicht. Am Anfang hat Künstlerin 2D für in ihrem Tod noch ihr Testament wirklich auf ihrem Todesbett geschrieben an der Zeschen und hat am Anfang ihren ganz Besitz dem Staat Letzeburg vermischt und dann mit dem Musee. Mir am Anfang war das hier eine Kollektion von ihren Werken, mir auch ihren ganzen Haushalt, das heißt hier Möbeln und alles. Und die Idee war wahrscheinlich ja ein Charité, dass sie alles dem Œuvre Grande Duchesse vermischt hat an dat hier Sachen versteche goufen an Vente aux enchères mir hier Kunstwerke an auch ja viel von ihrer privaten Kollektion an Möbeln so Haut Musee wie Muriel schon verzählt hat goufen se ball 80 Jahre vergess me purment nur ihrem Tod goufet eng Exposition von ihren Zeichnungen an sie goufen wie se den juxtaposiert mat japanische Zeichnungen die auch von ihrer Kollektion waren an zu summen gewesen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen, was das für Wirke waren, die sie dem Museehandel loshört. Und ob mir auch just über DW Wirke von hier kruten oder ob mir nach weiter Sache von hier. Genau, da war eng relativ groß Sammlung vu méi wie 120 Wirker ganz divers am Medium der Teestümer wie mir euch schon gesagt, die impressionant groß Zeichnungen op Bayer mit Klang Zeichnungen encre de Schienen viel Pastellen an Oleschmolereien. Da war wie Julia auch gesagt hat noch ganz viel andere Zucht Obstehen dabei an anderem auch die japanische Strecke die man bis haut leider noch nicht konnten rumfannen wo aber ein interessante Lehrer auch mit ihren encre de Schienen Demos gemacht hast wo spannend für herauszufinden was das tatsächlich für japanische Strecke waren. An Dono hummer och nach e puer aner Wirke an de 50er Joren op enger Stee vu eure Vermischnis oder vun eng Nottermenglech opgelees gewer op enger Wand os an Scher hummer du och nach e puer Wirke ersteet an da sinn och zeitgenösseg Wirker de muss kaf gin Salon du Cal nach eier de Muse also gegrünnt gin ass an interessanterweis ass och soweit ich weiß dat eischchte Wirk wat kaf gin ass vum Staat fir de Futur Musee 1911 ass tatsächlich e Wirk vun enger Künstlerin, nämlich vum Bertrand Coran de Tumortürben an der Expo hanken genau. An der Nummer natürlich am Kader vun dieser Expo auch en Appell publik gemacht, der vielleicht matgrot, wo man geguckt hun, ob man aller Wirke an für an dann Plätze wo ja Sammlungen gänge fannen. Du man auch eng Handvoll Wirker fand an auch durch Familie nach e pu der Techt ja du wer der Look sieht dat das am Anfang alles als äuser Sammlung ging so 95% und dann eben noch die pur Präen ja. Der Tierstadt war von allem Tabloen, Papaierarbechten, an Landschaften, ganz verschiedenen Stile, an eben menschliche Durchstellungen, an das sind wirklich große Fonds, Longio immens lang, dann auf verschiedene Plätzen am Musee, an der wegen Zustand waren die Wirker, wo sie rumfund goufen, was waren die Marschen, die du geholt goufen für die
offensichtlich qualitativ abestimmen an Wolle setzen zu können. Muriel. Bertranco hat eigentlich für die Vierdischwerker op gutem Material geschafft. Zu den Toile benutzt, wenn Mischung Leine Cutting war, weil da war gut Qualität war. Auf diese Papaya wurde doch relativ guten dicken Papaya benutzt. Par contre sind an dem Form auch vier Zeichnungen beziehungsweise Kalken, mit dem er sein Projekt op den definitive Support überdrohen hat. Und das sind extrem sensibel Supporten, die sehr sauer gehen, die extrem dünn sind und dafür auch riskieren, jemand sehr anzureißen. Und das sind noch hauptsächlich dann die Probleme, die ihr seid, dass Oxidationen sind, dass rösende Sachen sind. Aber den ganz große Werke, op Papaya, war natürlich auch das Problem, dass die gerollt rufen, mit der Moldschicht nur bannen. Und eine gerollte Papaya ist extrem fragil, weil sobald wie ein gedrückt geht, geknackt geht, entsteht relativ sehr rass. Und das ist auch typisch etwas, was den Humbert Branco sein Werk feststellen konnte, wie man sie entdeckt hat. Bilder, also was mir so Bilder nennen, Malerei, ob Toile, ob Chassis, ob Gezogen, die waren eigentlich schon im relativ guten Zustand, just dass sie verstöpst waren, also patinéiert mit dem Stüps, den aber ein bisschen an der Farbe inkrustiert war, weil Bert Branco seine Malereien nicht vernähert hat. Das war auch ein bisschen Challenge bei der Restauration. Bei modernen Materialien ohne Vernis aus Putzen immer extrem delikat. Daneben von den Restaurationen von den ganz großen Papaya-Werken ganz oft gesehen, was natürlich für alle Papaya-Restaurateur eine große Challenge ist. Lies, vielleicht kannst du als weißt du, so in die ganz Recherche von der Restauration, was die alles bewirkt für die kunsthistorische Wolle von diesem Projekt. Was kannst du von der Aufläden an bestätigen oder auch nicht? Ja, ich meine, dass an diesem Fall, das ist ja ein Prozess, den am Hintergrund immer stattfindet, aber den halt manchmal auch in andere Point, eine Wichtigkeit hat, weil die materielle Source von den Werken schlussendlich als größte Source von hier aus für hier die Werke zu lesen, für sie als Person besser zu verstehen. Weil wir so wenig archivale Straßen haben, da kann Julia vielleicht auch noch ein bisschen auf angehen. An dem Sinn nur den ganz andere Lien auch zu denen Werker eigentlich an andere Kontakt mit den Kolleginnen aus der Restauration an verschiedene Sachen, die sich eben abgehen haben, sind vielleicht auch Datationen, wo das natürlich hilfreich ist. Das ist die Werke, die wir von Bert Branco haben, die sind quasi alle nicht datiert, sie sind unterschrieben, die nicht datiert und noch kein Originaltitel mehr. Die Stadt schon mal lang war größten Challenge, wie du können eine Chronologie aufzustellen und überhaupt einen gewissen das Werk auf Hase können aufzudelen und zu verstehen. Und ich meine, dass du auch die Erkenntnisse von der Restauration definitiv hilfreich waren und auch zum Beispiel durch die originalen Molköche, die man von der Familie gelernt hat, war doch von den wenigen persönlichen Objekten, die man von der Bert Branco haben. Du hast Muriel auch eine Recherchen gemacht, dass man die konnten datieren und Erkenntnisse daraus erzählen, wie zum Beispiel, dass sie höchstwahrscheinlich nur den Anfang 20er Jahren nicht mehr an der Urlichmalerei geschafft hat, mit nur just an andere Medien. Das weist auch darauf hin, weil wir nur an den Ausstellungskatalogen und durch Tagsbuch herausgefunden haben, dass da sind einfach ganz viel komplementär ja, Recherchen, die du meinst, zusammengekommen sind. Ich weiß nicht, wie du das gesagt hast, Muriel. Ich kann ja genau dasselbe. Ich meine, von mir Analyse machen an der Restauration oder so, Material datieren können, das ist immer so schrecklich definitiv für die Kollegen noch Kunsthistoriker. Ne? Das hält ihnen alle guten Interpretationsmöglichkeiten. Mein Lieblingssujet ist da preisig blau. Sie wollen so halt Feier entdeckt gehen oder erfunden gehen. Ne? Aber wenn dann eine von ihnen sagt, nee, kann nicht ansiedeln sind, weil man preisig blau, das ist so ein Beispiel. Ne? Und dann aus all Theorie von Kunsthistoriker hin, weil mir ein ganz präzises Datum über Material gesagt hat. Live war dabei hilfreich, weil just immer bei den Typen konnte man verschiedene Typen für verschiedene Marken ein Datum setzen.
mat Kataloge verglach. Ähm, Dat war immens interessant an och Kollegin Bilderrestauratrice hat auch anhand von Analysen, die man machen gelos hun für auch Schadensbilder zu klären, auch ganz klar Kompositionen von, die sich dann auch mit der Molküst überschnitten hun, an diese Chano auch mit den Recherchen an Archiven, mehr aber auch mit stilistische Gruppementer vom Werk ganz klar gedeckt hun. Das ist natürlich immer mehr flott von den Daten kann so, ne? Anders das hat just so en Chronologie, wo se schon echte Gruppen, zweite Gruppe, dritte Gruppe. A mir hatten lo aber können mat diesem Farbtypen Datationune so okay, du as dann awer riwer, dat hicht die Gruppe do no fängt dann plus ou moins do un an der läuft dann natürlich an der Interpretation. Et gouf ja schon von mir so gedeiht, dass man eigentlich wenig Informationen zu psychischen dass Tierker selber analysiert goufen mir och do viel zu Summe gebastelt Hypnisse gehen durch technisch Recherche, weil zum Beispiel Datierungen fehlen an auch zur Künstlerin selber zu ihrer Biografie goufet net viel wei wärst der letzte Kunstarchiv do vier gangen vier das kaum bekannte Künstlerin sogar für Leute die am Fach sind die sich ihre Numm auch nicht kennen weil sie dir do vier gange vier Sourcen zu hier zu fannen an war das denn aktuelle Stand zu dem da bis haut kommen sind. Ich habe am Anfang mit der Chance, dass wir hier zu Lettzeburg sind, an der Bert Brankow von einer wichtig Lettzeburger, etablierten Lettzeburger Familie kommt, dass hier Pap, den Deputierten Jos Brankow, war den wirklich am 19. und frühen 20. Jahrhundert eine ganz wichtige Rolle in der Politik vom Grand Duché gespielt hat. An seine Familie dafür an der Biographie Nationale vom Mersch steht. An mir do am Anfang eise Recherchen konnten umsetzen. Das heißt, es gibt eine ganz kurze Biografie von der Bert Brankow an der Biographie National. Von daher wissen wir, dass sie zu München an der Damenakademie studiert hat, dass sie zu Breisel auf der Exposition Universelle war von 1910. Aber den Rest von mir oder Manner klar, dass sie irgendwie an der Schweiz gewohnt hat. Das waren am Anfang als Pisten. Dann wissen wir als Archivare, wo wir müssen sichern, dass wir Kollegen von anderen Archiven kontaktieren, vom Melderegister, von der Damenakademie oder von anderen Akademien, dass wir da an den Lokalen, an den Archiv municipal, an den Stadtarchiven und so müssen sichern. Am Anfang war ganz viel persönliche Recherche, dann wie das zu Lettzeburg aus doch egal, ob das zu Paris ist oder zu Bresel oder zu Dachau, wenn ich ihn fand, aus das ein bisschen so ein Schneeballsystem, da den mit Leuten in Kontakt kommt, an immer etwas fand, mehr weil kannst du darin als Ball nicht los hat, was so persönliche Korrespondenz ist oder okay, Journal oder Tagebuch oder etwas, wird effektiv schwer, weil wir wissen nicht über ihr Privatleben, ob sie was sie für Freundschaften, für Kollegen, was sie für Relationen an Familiengeschichte hat, apart von dem, was wirklich an offiziellen Artikeln, an Büchern, an Publikationen steht. Dafür war es wirklich, also alles, was wir bisher fanden an den letzten 4-5 Jahren, sind für uns allem wirklich offizielle Dokumente. Gibt ganz wenig Korrespondenz, die ist auch mehr administrativ dann zwischen hier an einer Entreprise zu Vichy oder einer Bank zu New York. Was haut spannend ist, die Recherche geht immer weiter. Also wir sehen haut noch nach nur 5 Jahren, dass eine neue Source digitalisiert wird zu München oder zu Genève. Und dann fangen wir etwas rum, dann geht es eine neue Piste. Und wir hoffen, dass mit der Digitalisation wirklich so einen globalen Recherchekontext für Bert Brankow, mir auch für andere Künstler, natürlich für Lettzeburger Künstler, kreiert wird. Du hast ein bisschen von ihrem sozialen Kontext geschwart. Sie kommen aus einer privilegierten Familie.
wat huet diesen Kontext hier erméiglecht an zu dieser Zeit fir eng Frau die Künstlerin wurd. Bert Brankow war sicher privilegiert opgewus an engem sozialhistorischen Milieu den ja also den Bildungsbourgeoisie gebe ich schon Bourgeoisie eduqué vu Letzeburg an wirklich eng etabliert Familie an enger Villa an der Stadt wirklich an der Rue Amélie mir holen und dat weil ich ja Pap auch involviert war an den Edukationsreformen vom späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, dat hier auch ermöglicht hat zu studieren, an der Damenakademie zu München zu studieren, an ihr Talent am Anfang gefährdet hat. Weil et gouf sicher aner Frauen an der Zeit, die gemalt haben, die Talent hatten, die vielleicht an mehr engem Arts and Crafts Kontext geschafft und vielleicht auch weil sie mussten schaffen mehr so an der Haute Bourgeoisie hat Frauen ja am Anfang nicht geschafft, sie gofen besturt. Und das ist auch ein ganz anderer remarkabel Feld, dass Bert Brankow sich nicht besturt hat. Das auch an der Zeit eng Freiheit gewesen. Wir wissen nicht, ob das exprès war, ob das privat grin hat oder aner grin. Was wir wissen ist, dass es möglich war, weil sie die sozial und finanziell Freiheit hat, sich nicht bestürten zu müssen. Und auch dadurch natürlich konnte Riesen, dadurch konnte eine Schweiz-Planerin, eine Frankreich-Planerin, eine Deutschland-Planerin Ausstellungen machen an Molen, aber auf der anderen Seite nicht, also wir haben leider wirklich, wir wissen nicht, ob sie viel verkauft hat, sieht nicht so aus, aber das ist auch in Freiheit, dass sie nicht von ihrer Kunst muss leben und auch nicht vom Marché aufhängig war. Also das ist manchmal ganz remarkabel und das ist sicher etwas, was möglich war wegen ihrem sozialen Milieu. Wat waren die Quellen, die als ermöglicht hun och d'Wirker bis Mino zu betrachten, Ausstellungskatalogen an ähnliche, worun lies as du dat op Abbestung von ihre Wirker auch bei as Muse Firogane. Ja, ich mein, war für allem effektive Ausstellungskatalogen, Rezensionen von denen Ausstellungen, ob die Plätze, wo sie präsentiert waren, das ist schon allem ob die Lieu, wo sie dann gelieft und geschafft hat. Das war dann am Anfang München Dachau, wo sie aber viel halt zu Lützeburg ausgestellt, Salon du Col hat sie regelmäßig zwischen 1906 und 1912 ausgestellt. Die Werke, die wir an private Sammlungen gefunden haben, stammen auch alle aus der Zeit, sodass vielleicht unzuholen ist, dass du dann halt zu Lützeburg aber der Marché do war, wenn ich liest, wie sie ugeholt ist, das war auch ganz positiv, was sie gelobt für ihren stark stilisierten Impressionismus, etwas, was überrascht hat, dann noch für Diskussionen angeregt hat Karl Demolz. Und dann hanno mir den eben fang de komplett neue Kapitel un mat den große Figurebilder, wohin dann die echte Käier tauchten die ober an der Schweiz, natürlich so die Referenz zu der Expo, dem internationale Kontext von der Exposition internationale der Moderne zu Genève 1920, die de wichtigsten Anhaltspunkt ist für die Werke zu datieren und du ginnet wenig Reaktionen drauf, mehr sie sind halt dann an den Kontext zu placieren von der Schweiz, von Demos 1920, wo Personage wie der Ferdinand Hodler eben zum Beispiel ganz präsent waren, wo dann noch viel stilistisch Similaritäten erkannt. Und dann haben nun auch Donker de Schinnen aus dann echt in einen Kontext von Lausanne, die an der Schweiz gewohnt hat, dann haben noch zu Paris ausgestaltet. Ist das schon wirklich basierend auf der Ausstellungsgeschichte und auf der Rezeption von ihrer Werke zu ihrer Zeit, wo das meisten ja rauszulesen, also da Informationen zumindest abzuholen sind, gibt das viel an Werke zu interpretieren ist. Sind viel davon eignen sich oder sind open für viel Interpretationsmöglichkeiten, mit das eben wichtig zu sagen, dass man
Dadurch, dass man so wenig Informationen zu ihrem privaten Leben haben, bleibt es oft bei Hypothesen oder Interpretationen. Das ja Quellen bisse lo entdeckt goufen an sie bleibt de bëssen e Geheimnis an mir mussssen déi mat dee Puzzlestecker schaffen, déi ma bisse lo hunn. An Frisinn sech dann och ob dat gewollt ass vun der Künstlerin oder net. Julia sot jo, dat sie kein Tagebuch oder Ähnliches hanner los huet, wie dat öfter zu der Zeit de Fall war, aber an genie die äh, Quellen sind op all Fall nach net ausgeschöpft mengglisch et werden da immer weiterkommen, ob dat lo durch die fortschreitende Digitalisierung ass oder auch no diesem Projekt vielleicht nach die eng oder der einer Sache optaucht. Die ganz Recherch, die lo iwwer den taschnesche Wollegangen ass, iwwer den kunsthistorischen an den Archiven war en ganz interdisziplinär zu summen abecht und da sind Wirker ha am Muse für das mir haut können eng immens flott Ausstellung bei im Haus präsentieren hun viel Departementer Summe geschafft mat vielen verschiedenen Qualifikationen das sind Projekt also so immens interdisziplinär an vielleicht können da alle guten bisschen mat evaluieren an als Ziele wat war vielleicht auch ein Challenge von dieser Interdisziplinarität vom Projekt. Ich bin Restaurateurin, die schreiben Interdisziplinarität immer an große Kapitalen. Das ist ein von ihren Lieblingswörtern. Nicht nur mit den Kunsthistorikerinnen und mit den Archivistinnen, aber auch zwischen uns, weil bei uns ist es extrem spezialisiert. Wir hatten die große Chance bei diesem Projekt eben Bilder auf Toile an Bilder op Bayier zu holen, noch Zeichnungen. Wenn man von allen Dingen nur die Bilder gucken, es hat wirklich gemalt das. Dat Kollegin aus der Bilderrestauration, aus der Bayier-Restauration, momentan am selben Atelier schaffen, einfach als Platzgrün. Und du willst, weil das end op dem anderen sitzen, a gezwungenermaßen dann auch dem anderen seine Arbeit mitkriegen. Aber im Bert Brankow war wirklich super interessant, als dat sie dieselbe Technik benutzt mit verschiedenen Medien. Das sie benutzt Wasserfarbe und Olivenfarbe auf dieselbe Weise. Und das ist immens interessant, weil ganz oft hat aber Technik auch eine Influenz auf die technische Expression von einem Künstler, wo gehen Leute das eine oder das andere benutzt wird, wirklich auf dieselbe Weise. Sie hat auch, das kann ihr oben an der Ausstellung gesehen, dass Paul Bayer da von einer von den großen menschlichen Figuren, du hast der Paul Bayer war carrément beschossen abgezogen, wie wenn den Troll wäre. Das ist wirklich interchangeabel. Es scheint echt eine Progression an der Zeit zu sein, von der Olivfarbe in Richtung Wasserfarbe, ne, Gouache oder noch mit Pastell, mit Füßen gemischt. Eher so dann Zeichnungen möchte sie so wirklich so expressiv Farben mit einer technischen Evolution. Das war immens interessant. Und ich meine, der Blick von der Kunsthistorikerin ist immens geholfen, für auch das zu verstehen. Weil für uns war das nicht so evident, die Techniken voneinander zu trennen. Die Supporte voneinander zu trennen, weil das so gemischt war. Und ich meine, der Blick von der Kunsthistorikerin für stilistische Sachen anzuklassieren, und nicht technische Sachen anzuklassieren, hat da ganz klar der Restaurateur geholfen. Voilà, das ist für uns war das ein ganz flottes Projekt, weil es wirklich komplementär war. Ja, weil Pluridisziplinarität aus manchmal auch Sous-Traitance oder neben nicht stehen. An Herno, weil verschiedene Leute verschiedene Sachen von demselben Projekt geguckt haben, also da pluridisziplinär. Mir leider ist es wirklich, dass das eine dann das andere gegriffen hat und das war aus dem ihm gezogen, aus dem anderen geholfen hat und das war von dem anderen als Eko kommt, bei der echten Recherche weitergeholfen hat.
Ja, schon am Anfang auch es empfand als ein Zusammenspiel. Ich meine, das ist Heinz so sie vielleicht Challenge par rapport zu schaut sie vielleicht Heinz so ein bisschen eine andere Spruch die Diskussion hat mal gestern wie das und Leute zu kreieren ich kann mich erinnern ja wir haben auch eine mega Überlegung wie kriege ich den technischen Deal irgendwie an Expo abgeholt und natürlich auch d'Archivarbeit für die Zusammenarbeit zu valorisieren für Technik mir kein Objet wie möchte den die Leute das ja bringt den die Leute das mir nur und du hat man ja dann auch die Film gemacht wo ich immer so bisher tun dass er andere gedealt hat und dass man so probieren die verschiedenen Volien zu präsentieren und noch die technisch Kartelle ich weiß du war am Anfang die erste Version die ich gelesen habe ich auch ein bisschen zweimal gelesen bis ich überhaupt verstanden habe was man da gemeint war das ich meine das ist so Challenges die am Alltag vielleicht rumfällt mir wohin han auch sehr gemeinsam miteinander könnt ja das war natürlich auch ein Projekt muss ich sagen wo jederin den Druck geschafft hat mit immens viel Engagement und Interesse einfach unter Kurs für die Artistin die es alle so fasziniert rum und Luft zu bringen und die Frauen es sind auch nicht mehr Frauen die unter diesem Projekt so involviert und geschafft haben das sieht auch aus und ich meine das hat das auch ein bisschen so zusammengebracht und das tun ich halt immens schön von ja. Josch gesinnet auch also es war ein Challenge mich gesinnet auch wirklich als eine Chance an mir haben ja wirklich Chance haben hai Nationalmuseum muss den so dat mir verschiedene Volien an verschiedene Service haben die zusammen schaffen dat mir so ein interdisziplinären Projekt auch kennen stemmen an für einen bei Bert Brankoch ist das natürlich interessant weil wir wussten nicht viel über sie als Person nicht viel über sie als Künstlerin nicht viel über ihr Kunst über ihr Leben über ihr Familie an dat ist wirklich ein Projekt den interdisziplinär an all den Service zusammen gewursten ist an wo sich wirklich so ein Puzzle dann an der Zusammenarbeit erinnert an schaffen dass das weitergeht und hat mir dadurch an anderem Projekt Dat Hiet gouf och mal den anderen een oder anderen Lost in Translation töcht de Fachsprochen mir insgesamt fried mich zu heieren, dass da also zufriede sit mat dat Summen abecht. Ich persönlich fand doch immens gelungen die verschiedene Volien an der Expo rumzufannen an ob et lo die technische Kartelle sind die auch eng Technik méi detailliert erklären oder eben den Film den sich an der Expo auch uke kann wo 20 Minuten lang die verschiedenen Departementer zu Wort kommen Restauratrissen an auch iwwer Recherch geschwaart gëtt an bisssen da sind wolle belicht ka gin. Die Wa man lo hai umfäierte Stack Rob gin an als die Expo kucken dann gesäit an natürlich flott aus mir das natürlich viel Arbecht han dro fir schwarze Treffen vun wéi präsentéiere man dann lo dieser Künstlerin hiet wiek an liesflech kannst du bisssen iwwer die schwaen Zielen die du musst treffen de Kontext den ihr setzt ob dat lo vom Opbau bis zum biografischen Text geht an eben noch mat dem Appellpublik de gemat gouf den du schon erwähnt hast. Genau ich meine das wie ich gesagt hun dass wir net datiert sind kein Chronologie do war ein Ausgangspunkt von wie so ein Accrochage an eng Retrospektiv von einer Künstlerin ugeht wat sich be herauskristallisiert sind die wir Gruppen die sich immens unterschieden in der Tischtor suchnke die Idee von einer Künstlerin die sich immer komplett neu erfund hört dann wohin zwar am Strich an der weiß noch die grafische Sensibilität wie sie zu geht hier Signatur dran römmer kann mir das ab ganz ernst das du hast vielleicht doch um die Idee dass sie nicht op Marsche produziert huet mir wirklich auch Sachen ausgetastet dann experimentiert huet an du hu sich am von 3 groß Wirgruppen ergin die sich natürlich schon geschwar hun durch die Platz wo sie gewohnt huet leselosen
an ein Hauptausgangspunkt war dann auch eben die Leck, weil irgendwie die Nullers von hier hat man die Ausstellung so und die muss nicht können machen und das ist schon exceptionell, dass man so größt Wirk von einer nicht bekannten Künstlerin halb unser Musee über all die Jahren hatten und noch hun. Genau, so das dann von einer thematisch Abteilung aus zwischen den verschiedenen Wirkgruppen und für dann du auch mit dem ein bisschen geschafft und auch mit den Szenografinnen als für lernen zwischen den Wirken trotzdem zu kreieren, dass sie ein Point de vue hört von der einen Gruppe gesagt an die andere, dass sie versteht, wie sich das Wirk evoluiert wird. Und was mir auch wichtig war, was schon noch direkt am Anfang gesagt ging, als dass die Wirker auch für sich immens viel aussuchen und dass es ein Expo soll sein, wo die Wirker auch wirklich um Valeur gesagt gehen und nicht auch die ganze Kontext rundherum, den man natürlich schon von einer Frau der Zeit, den auch soll an der Expo rumgehen, aber soll nicht Bert Brankoch als eine Frau ihrer Zeit, wie viel andere Frauen an, sie hat dat und dat gemalt und Wirker illustrieren mit Wirker, sie haben wirklich hier Platz und sich an der Expo anschwingen. Ja, das war mir wichtig. Und das seid ihr noch heute, dafür gibt es dann auch noch einen weiteren Katalog, die wird an einem Monat rauskommen, wo dann auch alle guten die Recherchen, die halt Julia und Uriela noch als zur Restauratrice, Lorraine Francesca gemacht und nach ein Filmi am Kontext gesagt und elaboriert not zu lesen sind. Mir an der Expo selber ist doch einfach eine Konfrontation mit dem Wirk. Und ich meine, das ausbietet nur mal den Eko, weil du so mitkriegst, schon, dass die Leute wirklich rankommen und in den Eck gehen und sehen, wow, was sind das dafür Wirke, natürlich schon noch nie gesehen. Und das ist eine Lützburger Künstlerin. Und das ist am Anfang genau das, was man wollte erreichen mit der Expo. Ja. Ich denke noch, dass es den Wow-Effekt wirklich gibt bei ihrem Wirk an das sie eben noch dazu geführt hat, bei der Redécouverte am Depot, dass das Ganze ein bisschen an die Rolle kommt, also gesagt wird, das Wirk sind nicht wirklich gesperrt, ausgestaltet zu gehen, egal von wem sie sind, weil sich schwätzt für sich selber, obwohl kaum etwas über zu gewusst aus. Und den Effekt als Lodo, wo man hier wirklich für die Käier so groß als ganz weise können, an eben noch für die Käier an überhaupt so Kraftwerkgruppen andele können durch die ganze Recherche an wirklich so können mir hun Wolle den als postimpressionistisch geprägt, in anderen den das symbolistisch geprägt und den anderen expressionistisch, wo die Federn eben nach Gur nicht zu hier go an dann fronch mech wéi Demols war goufen jo pur Wirker diese verkauft huet. Mir hunn eng Handvoll Wirker an der Ausstellung, déi mir aus Privatsammlunge gelöint kaufen. Wat sinn dat fir Wirker an wat war Demols d'Rezeptioun vum Bert Branko zu hireer Zeit? Die Wirker, die man fronttönen, sind wie gesagt mehr die Freiwirker aus der bayerischen Zeit rund um München und Dachau, das heißt die Landschaften, sind alle aus der Zeit, die man fronttönen, und die goufen Hex wahrscheinlich auch dem, was dann im Kall ausgestellt und kauf. Hanno hat zumindest halt zu Lützeburg die Figurenbilder just zweimal ausgestellt, das war noch kein grosses Succès. An den Zeitungen hu se mat bedauern op die Zeit vun Dachau zurückgeguckt, op die Schein an gefallech Landschaften an Hanno die Encre de Schinnen die 47 an och Dono an de 16. Joren enke Insel ausgestalt gesinn goufe ganz oft durch ein ganz ja, wie eng gegendert Linz gelees ging ich mal behaupten als Spiegel vun enger turbulentéierter Seel an eng Fra die awer mist souffrieren an Bierger hunn und ech zitieren Blut an Innereien an so Sachen erinnert, wat man halt mat bessere Kilobang einer Aderweis ging lese mit dat hut ab auch han not rezensieren wie se meng Schwgin aus stark geprägt und eben auch dass se an der Schweiz war, wat man ja auch oft heieren und Leute bisse Recherche mache, se war krank und fir war an der Schweiz
Dat sind aber Sachen, die man an der Recherche bis nicht konnte verifizieren, dass das wirklich gestimmt hat. Das sind so Piste, wo hier Lektür an die Expressivität an ihre Werke hat zu Lützeburg zumindest ganz oft dran gerutscht ist. An die Körper Mensch, die sie auch immens expressiv, also sie riechen so, wie die sich unwohl, wenn ich sie anguckt, das ist nicht schäme, sich schon Ikon her von, ja, Leute, die mal gesagt haben, oh, eine Frau, das ist aber eine männliche Art und Weise, wie die halt den Körper weiß. Und das sind auch von genau die Sachen, wo ich mal denke, ja, das, was für sie schwarz dann hier Modernität an ihr zeitgenössisch Art und Weise, die Körper durchzustellen, als Frau, der Blick auf den weiblichen Körper, more auf den männlichen Körper. Und sind eben gerade für allem auch die männlichen Nühen, die rausstechen aus der Masse von denen Figuren, die ganz anders behandelt sind wie die Frauenkörperin, die etwas für mich einen Relax-Pose haben und mehr détendu wirken und männliche Körperin, die so ganz angespannt und so etwas Schweres, was dann hinten dran ist. Und das riecht natürlich ja, zu viel Überlegungen und Friede sich von der Tierkommers, was sie dazu bewegt. Mir das auf jeden Fall etwas, was mich halt noch immens ursprünglich an, was ich als höchst modern zu der Zeit an 20er Jahren zu Lützeburg wollte. Ja. Das heißt, Bert Branko war ihrer Zeit schon voraus, zumindest zu Lützeburg war das immens spielbar. Die Mühle schon ganz viel aufgedeckt, als ich noch etwas wichtig Punkt, den wir noch nicht angepackt haben. Wat man lo net an Mund ugeschwart méi vielleicht nicht ganz so ganz klar a4 gehoven, dat man vierdech Werker hunn ammer Proen zu Werker. Und ich fand da so immer immens interessant, weil auch wenn man nicht wirklich über die Frau wissen oder wie ihre Charakter, fand ich gesagt den aber andererweise, wie sie hier Sache präpariert oder wie sie ausgefordert hat, ne? Die vier Stadien, da weis wie se op een andere Support geschafft hat, bis dat sie her Limfond hat, für den dann ganz minutiös zu transposieren op een definitive Support, weil dat hier wichtig war, dat dann auch wirklich genauso gött, wie se sich dat viergestalt ha. Seht aber bis iwwer Frau aus, dat het iwwerlot war, dat het maîtriséiert war. An ich bin das aber auch interessant, weil ganz oft hat ja für das Werk Methode nicht der Weg bis dahin. Aber wir haben die große Chance, dass wir manchmal zwei Versionen von einer Sache haben. Und dass wir das Projekt dafür haben, entweder eine freie Zeichnung für eine Landschaft oder aber carrément ein Kalk, den mit dem Quadrillage produziert ist oder auf eine andere Art und Weise reportiert ist. Ich fand das aber auch interessant an an einer ganzen Övre viel noch vollständig zu machen. Mega spannend, dass du hier 40 nun erwähnst. Ich fand es faszinierend, dass sich durch so vier Arbeiten auch nach Sachen über die Künstlerin selber aufleden lassen, auch wenn es Klangdetails sind, wem mir als Hauttieren Charakter zusammenstellen. Weil mir ja alle ein bisschen ein Bild von dieser Artistin kriegt, weil man het wirk so lange begleitet tun, dir noch mehr wie ich. Und ja, das ein bisschen zu betonen, dass das halt irgendwo ein aktueller Forschungsstand ist und nicht unbedingt ein finale Fazit. Und am Katalog, den wir nächsten Monat präsentieren können, der wird den 16. Juli vorgestellt gehen. Und da wird das Ganze noch ein bisschen mehr an den Detail präsentiert können gehen, eben an Texte, die ein bisschen mehr weit können gehen. Und wie gesagt, die ganz Recherche, die bis lo do ist nicht unbedingt aufgeschlossen, aber wir hoffen eigentlich in Zukunft noch weiter Sourcen zu finden, ob das durch als Ausstellung, durch als Recherche vielleicht umgestoßen kann gehen. Das wäre natürlich schön für uns und wir hoffen durch auch weiter auf Resonanz. Und
Ich meine, ich gebe laut Diskussionen abmachen für mein Publikum. Das heißt, wenn der Frohen hat oder auch schon die Ausstellung durch gucken wart, an man da ist andere Dele wollt, dann lehne ich dazu an. Guten Abend, merci vielmals für den super interessanten und spannenden Échange. Ich bin viel par rapport zum Katalog, das lo ganz kurz gesagt, und das den lo am Juli könnt ihr die vielleicht ein bisschen teasen. Also, wie sieht er do Rogang, was wäre do Trugehensweis? Also, ja, nee, okay, einfach, wie das Rogang sieht. Und sind eigentlich all die Leute, die hier vertreten sind, plus als zwei Restauratrices, die du geschafft haben, das ist, ja, ich meine, Schlüssen, hi, Tutrissen, vielleicht hier Beiträge selber präsentieren. Ja, merci für die Marketingoption von Anita, das ist ganz praktisch. Das war auch ein ganz interdisziplinären Projekt und ich fand das ganz spannend, weil das war für mich die erste Mal, dass ich so einen Katalog gemacht habe, wo wirklich am Anfang Service etwas beigetragen hat, also von der Restauration was zum Archiv, den Kunsthistoriker an dann am Anfang auf Eisen Archivteil wirklich ganz stark jo, mehr sozialhistorisch wie kunsthistorisch für dann Künstlerin an ihrer Zeit Lettzeburg mir auch transnational so zu verorten, da das ja zu Lettzeburg am Anfang immer immens wichtig, weil Lettzeburg ja am Anfang immer transnational existiert hat, an Lo auch transnational existiert, an da das an der Lettzeburger Kunst auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben am Anfang so viel über hier Ausbildung an hier Leben abgeschafft und recherchiert, dass wir da in ganz andere Recherchen noch abgemacht haben, über Frauen an der Kunst, dann über Education für Frauen an der Kunst, und über Education Lettzeburg am 19. und 20. Jahrhundert. Das war dann so am Anfang Eisenbeitrag, Eisenartikel an der Publikation war über das Leben von Bert Brankoch, mir wirklich unter dem Point de vue, wie sich hier Chance, hier Privileg wirklich an so einem sozialökonomischen Kontext wie der Brankow-Familie an der Stadt abgewusst zu sind, genutzt hat an ihrem weiteren Leben, an ihrer Karriere, an ihrer Kunst. An dann einen kleinen Artikel empfangen über Frauen an der Kunst zu Lettzeburg. Ne? Das ist ein Stich. Ja, wir sind auch eigentlich von diesem Grundsujet der Restauration ein bisschen aufgerutscht. Ich will vielleicht für meine zwei Kolleginnen dann direkt mit. Francesca und Laura, die die Werke restauriert haben, Bilderrestauration und Probaierrestauration, sie schreiben nicht pur über technische Restauration, sondern mehr über die Analyse, über technische Lektüre von ihrem Werk, auch am Zusammenspiel Malerei auf Toile an Malerei op Probaier an wéi die Zutechniken selwich benutzt gisen an dodurch dat die Molkesto an Spiel kom ass natürlich dann och materialtechnisch vun der Recherche immens interessant gin, weil du ganze Wolle iwwer die letzte Koverten an der Molerei oder technisch Dekoverten an der Molerei, awer déi de Künstlerinnen mir auch de Künstler Ufang 20. Jahrhundert noch schon en 19. Jahrhundert alles konnte mat op de Weg gin, weil se vun in der gewisser Technizitéit befreit goufen durch die Industrie an do winst sech ancht dass an d'Expressionen konnte kneien, wie dat fir run vielleicht der Fall war. Ich mein, das ist auch interessant, so den vielleicht ein bisschen über den Rand von seinem Teller rausguckt, an alles das, was den so standardmäßig kann an einem Katalog schreiben, mit pur Basis, mit pur chemische Formeln und auch immer und so, ne, für das dann auch ganz viel wissenschaftlich zu machen, an der Kollege Kunsthistoriker zu weisen, Historikerin zu weisen, die versteht nicht alles, ne, aber dass man einfach dadurch, dass wir zusammen geschafft haben, an anderen Aspekten dodurch konnten opdecken vun isen Disziplinen och fand ich perélech dann abs beigeleiert hunn an bis mir weit konnte go. Genau, und ich habe dann einen Beitrag geschrieben über eine Kontextualisierung von ihrem Werk,
an eng Interpretaioun wie das ja neicht existiert quasi fir dat an en kunsthistorischen Kontext zu setzen an Phasen ze ënnerdeelen an eng Chronologie opzestellen, die firdro noch net existiert hunn. Ja. Da kriegt Geschicht, Anders- Sozialgeschicht, Kunstgeschicht, bisschen Technik. Alles war in an ihrem Buch. Et gëtt wirklich ganz spannend an sind noch nach pu méi Wirker dran tatsächlich weil an der Ausstellung Tischcht du kann nach ein bisschen mehr an den Detail goen och mat Wirker selber. Gi net weiter frohen oder Observationen? Ich trouf just tro jo exceptionell ass dats eng Dam da noch zu München war an gëtt de Lien tëcht dem Kutter an der Madame Brincourt. Zeitlich an wo sie dann zu München war daneben. Dat gimmer ganz oft gefrot, weil tatsächlich halt zu Lützeburg zu Well in München an Lützeburg Coachgeschicht dat eich hat immer Schülerin die denkt, dass die Kutter an wie hunn effektiv bis dato nach Kelien, correct me if I'm wrong, méi ech sinn op Keen gestoust zech dem Kutter an der Bergbranco sinn natürlich op Plaze wie ja Kall oder so hatten se vielleicht doch mal zu summen ausgestalt. Mit zu München war sie an einen Kontext vun der Damenakademie, dat das sie dann in ausgegründet gin vum KünstlerInnenverein zu München, war natürlich ein anderen Kontext als wie d'Akademie zu München. Ja, wo awer bis dato sie huet och Regime puer Joer 100 nee beim Künstlerverein München ausgestalt. Mir sos awer wéineg Aktivitéit par rapport zu ob se do ausgestaltet oder och keng Spure bislo zu anderen Relationioune mat Kënchtlerinnen oder Kënchtler zu München ass waren sich auch zu Dachau die Zeit 1903 bis 1911 ungefähr war se immer regelmäßig zu Dachau, wo es dann eich mein Kontext vun der Dachau hat demos eng bekannte Künstlerkolonie, wie dat zuviel an Deutschland zu der Zeit dann noch am Norde von Europa der Fall war. Genau das echt an dem Kontext zu lesen aus. Ja. Par contre ich gehe vielleicht noch dabei so also gouf ja net just den Kutter den oder zu München war gouf auch einer männliche Künstler me pur Jo no der Bergbranco als zum Beispiel Trida Reining auch op München gang hat auch an der op der Damenakademie studiert. Et gouf Letzteerin, die an der Kunsthandwerksschule zu München studiert hun. Also et war sicher eng Rarität eng Ausnahme sie war net die Enzecht an den Kutter war auch net den Enzechten. Also mir sind am Anfang mat mam Kunstarchiv so bisschen probieren auch zu recherchieren, ob es so Clusteren so ein bisschen so Nien von Künstler studiert gouf, wo Letzteburger Künstler studiert gewohnt an ausgestellt hun also an München als effektiv ihnen davon. Ich hatte eine Frage und zwar erforsche ich selber zu Körper in der Literatur und marginalisierte Körper und ich fand es total interessant, dass ja Bert Brancourt ihrer Zeit quasi mit den körperlichen Darstellungen ja schon voraus war, beziehungsweise natürlich auch Körper auf eine Art und Weise dargestellt hat, die selbst für heutige Zeiten natürlich noch viele Fragen aufstellen. Und da hätte mich interessiert generell, wie weiß man dazu, wie es dazu irgendwie etwas kam, dass der Fokus dann doch so auf den Körper gelegt wurde oder dass es dahinter wirklich noch, ja, alles hat eine Message, aber dass dahinter halt mehr noch steht, weil ich denke halt schon, dass man da sehr viele Parallelen zwischen Literatur und halt auch dieser generellen Marginalisation, der sie ja auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, ausgeliefert ist, ja, dann doch auch herstellen kann. Es schwelt mir hatten méi wëssen zu de Kipren mir wüsste wie gesot goneicht iwwer sie als Person het Privatlewen hier Gedanken, et gi kein Tagebücher, kein Briefe oder schriftlich Strassen, Interviews war immer die Kinder bezahlen, wat Bert Branco gedurcht huet, auch den stark Gewirsel muss sie sich trotzdem vorholen von den Landschaften op Bemo die Kipren wat
ja wat erstaunt an viel frohen opwirrt mir net wirklich antworte gött das auch eng ja mir hun pu selbstporträen das auch wirkt dran weil die vielleicht kann oder selbstporträt wohlen und da sind net echt so Unterschiedungen we se verschieden Kiperen durchstat weil schwer probiert so mathematische Kipern an weibliche Kipper wo noch Hypothese kann opstellen an wo natürlich auch Parallelen zu ihrer Zeit zu sehen ob Künstler wie Expressionisten Egon Schiele oder so die stark perturbéiert Kipren an dat Leiden an die ja die Fragilitéit vun de Kipren an dat exposéiert se vun engen Kipper an dat können man haut fand ich super interessant fir du auch an der Literatur Relationen herzustellen mir iwwer Künstlerin selber op dem Forschungsstand immer haut sinn was dat echt op dem Kontext wo se geschafft huet wéi eng Inspirationen se vielleicht hat dann natürlich könne mir als Interpretationune machen zu hier als Mënscher wat se dazu geleet huet so wirker zu der Zeit zu molen mir wirklich faststelle können man net. Ja, also das bleibt ganz spekulativ, ganz interpretativ. Ich gouf beim Vernissage gefragt, ob das vielleicht am Kontext das vom Ersten Weltkrieg, weil das genau die Zeit, wo sie aufhängt, Anfang so viel plackischer noch leidende Körper zu malen. Und das ja auch dann Zeit, wo Käthe Kollwitz zum Beispiel aufhängt, ähnlich zu zeichnen, noch zu malen. Paula Modersohn-Becker, ein bisschen mehr frei. Sie war auch auf der Damenakademie zu München, ob es da vielleicht einen Kontext gibt an ihrer eigenen Krankheitsgeschichte, die mir nicht von der King-Dokumentation gibt. Das bleibt komplett spekulativ mit, gibt ganz verschiedene Approchen, das an der Zeit zu kontextualisieren, an ihren eigenen Leben am Anfang. Et fällt bisschen an dieselbe Stroh ran am Punkt wollte ich wissen, weil du so viele verschiedene Stile ein bisschen an einem Weg dran gefehlt viel Neo-Impressionisme oder keine sogar Ballmangen die Landschaft was bisschen surrealistisch sogar oder ja an welcher Hinsicht hat die Education zu München also doch auch dann vielleicht ihre Stil influenziert also was dürfen sie da gelehrt wahrscheinlich der die klassisch Education ich weiß nicht und dann auf welcher Hinsicht hat sie dann selber also was könnte man so und was sie mehr persönlich tragen also bräuchte hat mir war unter das wahrscheinlich auch schwer zu beantworten ja. Ja, vielleicht fängt ich schon und dann siehst du noch etwas von der kunsthistorischen Perspektive. Ja, das ist ein ganz spannend Voranfang, merci. Weil ich meine, was wir aus der Zeit von Frauen kennen, das ist ja bald immer Blumen an Heianstor Kanna, die gemalt gofen. Und das natürlich, weil Frauen keine Achse hatten, Kunstakademien, und dafür gofet am Anfang Damenakademie. Das ist eine von 3 Damenakademien in Deutschland, am Kaiserreich. Und dann gofet zu Paris gofet noch Akademien gof ganz viel Malschulen die gekrent gofen am Anfang weil Frauen keine Achse hatten Kunstedukation und sogar an dem Kader war ganz kompliziert was am Anfang was gewissen gof also weil Frauen oft auch keine Achse hatten ob Anatomieklassen sie dürften von dem plakisch Körper gesehen an dafür haben sich auf Blumen an Landschaften konzentriert. Das war wirklich ganz pragmatisch und das war natürlich auch in der Fall den ihren Achse an den Kunstmarché wirklich limitiert hat. Das kann ihn auch so interpretieren, dass männliche Künstler oder männlich regierten Kunstakademien die weibliche Konkurrenz wollten eliminieren. An den Kunstakademien, an den Damenakademien gofet Anatomieklassen. Mir für in allem München war im Vergleich auch mit Berlin oder mit Paris ein ganz konservativ Milieu an der Zeit. Das war bayerisches Königreich am Anfang, wo den Ferdinand Hodler, ein Schweizer Maler, auch anerrichtet hat. Und am Anfang
haben sie sich wirklich viel also auf Landschaftsmalerei konzentriert und gesagt ihnen auch, dafür sind wahrscheinlich, also Dachau ist just 10 Minuten von München, viel an die Malerkolonie gegangen, an just dann die Landschaften da gemacht und zum Beispiel zu München, mir auch zu Berlin, an für einem zu Dachau immer Kritik an den Malweibern und das war wirklich so ein Term, den für weibliche Künstlerin für sie am Anfang als nicht vollwertig Künstler, also just als freiliche Künstler, die bestört wollten kaufen, zu klassifizieren, ja. Da das am Anfang den Kontext so ein bisschen mehr, wie sie sich künstlerisch dann entwickelt hat, was nicht erzählt. Ja, genau, der Damenakademie hatten sie eigentlich einen relativ divers Kuren. Der Tisch war effektiv auch blumisch, die Leben, Anatomie war auch dabei. Der Tisch hatten auch Nykuren, was relativ selten war, wie Julia Luscher gesagt hat, zu der Zeit. Sie hatten also probiert, den Curriculum von der Akademie ein bisschen zu imitieren. Sie hatten natürlich mehr Stunden. Und zu der Zeit waren dann auch viele Künstler, die auf der Akademie gelehrt haben, die haben auch auf der Damenakademie gelehrt, in der Riech, pardon. Und da waren so Figuren, ja, wie Ludwig Dill oder die für noch mit der Dachauer Künstlerkolonie in Verbindung zu setzen sind, von den noch anderen Zeitungen, eine Spur, dass vielleicht Richard Kaiser hat können, ein Prof von der Bert Branko gewesen sein, aber in dem Sinne Bilder aus der Zeit guckt, sind effektiv ganz stark stilistisch Ressemblancen zu sehen, mit das sind echt mehr so postimpressionistisch stilisierte Landschaften, obwohl in Personage wie den Adolf Hölzel hat noch ganz andere Sachen gemacht hat. An ob es mir grafisch und das grafisch stilisiert echt, was sich manchmal zu Dach am München so entwickelt hat, was hat nur an die Kippen hat eine komplett andere Form und durch die Psyche eine ganz andere Bedeutung kriegt, mehr einfach hier ja, hier ist stilistisch Entwicklung hat sich manchmal so developiert. An München war natürlich zu der Zeit, war sie aber auch exposiert zu ganz vielen internationalen Kuren. Zu München wird zudem auch 1892 die Zession gegründet, die dann so eine weiter auf Wien und auf Berlin gegangen ist. Die Stadt war schon ein ganz dynamisches Umfeld, wo es auch viel internationale Künstler wie den Hodler oder Franz von Stuck oder so symbolistische Tendenzen, die in der nur rumfinden, wahrscheinlich kennengelernt hat oder gesehen hat, die sich dann halt nur in der Schweiz nach weiter developiert haben. Was auch interessant ist, ist, dass München auch ein Dreh- und Angelpunkt ist von der Technik und der Technologie. Weil zu München kurz für Drugo wird der größte Farbestreit. Mit was soll man malen? Die Profen, die auf der Akademie waren, die kurz nur den Bert Branko auf der Damenakademie war, da auch Technologie gelehrt haben. An mir als Restaurateurin hun ein bisschen den Wunsch an der Qualität von ihrer Arbeit auch dem Münchner Kontext ein bisschen zu lesen, weil das wirklich ein extrem wichtiges Sujet zu München war, mit Adolf Keim, die von den Mineralfarben, auch die Evolution von der Olischfarbe Richtung Wasserfarbe, weil zu München mit der Wurmschen Fabrik auch eine Fabrik go für Wasserfarbe herzustellen, für Tempera herzustellen. Das ist trotzdem auch ein bisschen Lust, die technologische und technische Evolution, die ganz klar zu München stattfand hat an der Zeit, an der Bert Branko hier im Werk zu lesen. Oder weitere Observationen zur Ausstellung oder Frohen zum Abend. Dann manchmal kann ich so ein Vielmals Merci, dass da heute Abend mit uns diskutiert hat. Vielmals Merci und als Partizipanten, die hat nach bis 8 Uhr die Gelegenheit, wenn da nach nicht oben abfahrt, die Ausstellung gucken zu gehen, vielleicht nach einmal gucken zu gehen, wenn da irgendeinen Aspekt neu entdecken wollt. Und wir freuen uns auch, wenn dann nach ein Lunch kommt für also ein weiteren Programm. Den 16. Juli ist wie angekündigt eine Präsentation vom Ausstellungskatalog zum
Bert Branco war doch wirklich die erste Publikation wert sinn, der jetzt zu dieser Künstlerin gött. Die echt Kehr das eben das Verscherch gemacht gouf an am Hircht werd och ein ganz dedikierten Viertrag von der Restauratrice der Papaya Restauratrice Francesca Ventellini gin op Franzisch, wo sie enke den Prozess méi am Detail erkläre werd an noch bis mit den taschech wolle belichte werd wat du alles spannend tro war. Dat hicht du Fremals van der enke rumkommt an ich so nicht viel Speis bei der Rede Couvert mat da is. Ich muss